Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil von der Swisscom Reactions. Heute bin ich aber nicht alleine, sondern ich habe den Sidekick oder den Main Part eigentlich auch mit dabei. Und zwar der Nilay ist schon rum. Er war mit mir auf der Reise gewesen. Heute reagieren wir auf das zweite Video. Und zwar Takeover in Budapest. Wie sie also von Venedig Richtung Budapest gereist. Mit dem Zug natürlich, alles Interrail gewesen. Ich mache jetzt schon ein Foto hier. Was, du machst jetzt das Rezept? Das läuft alles schief. Hallo liebe Zuschauer. Hallo Marcel. Wir sind parat für deine zweite Challenge, Marcel. Oh yes. Und jetzt... Und ich würde sagen, wir nehmen hier gerade das Tablet unseres Vertrauens führen, wo der Marcel jetzt gerade uns wunderbar anlächeln. So hier, Marcel, Budapest, let's go. Ich bin gespannt auf die Challenge. Hallo Jungs, ich hoffe, ihr habt den gut verstanden und habt gut essen. Wo wir schon beim Essen... Der Marcel. Das ist einfach, du hast noch nichts zum Marcel gesehen. Ich habe gesehen, dass das Meme von der Reise ist einfach so eine Legende. Aber ich habe ihn nie persönlich getroffen. Nie persönlich getroffen, leider. Weil er ist wirklich so eine Legende gewesen. Wir haben ihn so gefeiert auf dieser Reise. Jedes Mal, wenn wir das neue Video haben gesehen von dem, haben wir uns wirklich, also jetzt ohne Witz, wir haben uns wirklich auf das Video so richtig gefreut, weil der Marcel für uns einfach eben so ein Meme ist geworden. Wenn es ganz gut läuft, dann sieht der Marcel die Reaction noch und ganz dicke Grüße gehen raus an den Marcel. Ja, wirklich, ohne Scheiß, Marcel, liebe Grüße. Alter, das habe ich am Anfang nie verstanden. Er hat immer so gesagt, hallo hello, ich bin der Marcel, Trainer von Swisscom Academy. Nein, ich so, was für Swisscom Academy? Ich bin Trainer von Swisscom Academy. Ich weiß auch nicht, nein, ich habe es auch nie verstanden. Aber ey, also wirklich eine Legende und auch einfach seine Frisur, Bombe, Panzerfrisur. Sind. Wir kommen zu unserer nächsten Challenge. Hier in Budapest gibt es ganz viele feine Gerichte. Ihr habt folgende Aufgabe. Ihr bekommt vom Sven, von eurem Kameramann, ein Rezept, das ihr nachkochen müsst. Und am Schluss tut die Jury entscheiden, wer es besser gekocht hat. Aber es hat noch ein paar Schwierigkeiten da drin. Das Rezept ist auf ganz viele verschiedene Sprachen. Und ihr müsst die irgendwie entziffern. Eine Person von euch bekommt das In-One Mobile Go mit dem unlimitierten Internetzugang. Und die andere Person muss selber schauen, wie sie das Ganze entziffern kann. Ja. Am Schluss entscheidet die Jury, wer von euch besser gekocht hat. Viel Glück! Vielleicht erkennt man es an den Strassenbahnen, dass man das Budapest ist, ist glaube ich noch Ja. bekannt, oder? Weißt du, dass es nicht bekannt ist? Nein. Was wir müssen... Absolute Profis, die sind glaube ich noch bekannt, oder? Weißt du, wieso haben wir das gesagt? Die sind, glaube ich, noch bekannt. Nein, ich weiß nicht mehr. Der Kameramann, der Sven, hat uns gesagt, hey komm, wir müssen vor diesen Strassenbahnen filmen, die sind noch bekannt. Ich hatte doch keinen Plan, was das für Strassenbahnen sind, aber er hat so gesagt, ja, das ist bekannte Strassenbahnen. Aber unser Kameramann hat sowieso gefühlt von allem gesehen. Oi, das ist noch hure bekannt hier in der Stadt, oder? Der Sven ist so eine Legend gewesen, vor allem, das ist auch ein kleines Meme geworden auf dieser Reise. Ja. Er hat auch immer so gesagt, so, ja, es ist gerade um den Ecken. Er war einfach nie um eine Ecke gewesen, sondern über die ganze Stadt, um 100 Ecken, 10 Kilometer vorher, wieder 20 zurück. Aber ja, es ist gerade um den Ecken. Wie um die halbe Stadt rauslaufen. Ich habe auch mit meinem In-One Mobile Go natürlich auf meinem Handy gecheckt, wo es der Weg ist. Und dann habe ich so gesehen, ich noch so 5 Kilometer. Und dann ist gerade da hinten um den Ecken, oder? Ja. Und dann ist die, ey Bro, es gibt noch 5, komm, ich nehme geschehen den Zug oder so. Ja, Aha, ja, wirklich? Ja, das ist das letzte Mal nicht so gewesen. kochen. Und der Sven, du sagst uns das so, oder? Ja, normalerweise schon. Der hat jetzt irgendetwas parat, was wir müssen Ja, kochen. normalerweise sage ich euch das, aber es gibt glaube ich noch eine Verlosung. Aha, gut, sprichst du es an. Ja, genau. Und die Zuschauer haben einfach die Chance, ein In-One Mobile Go Abo, also das Abo, das wir hier auf dieser ganzen Reise brauchen, zu gewinnen. Also, was ihr dafür machen müsst, ist... Der Link unten in der Videobeschreibung ganz klicken und dort haben wir alle Infos. Genau. Ja. Jetzt haben das euch verdient. Ah, merci, Merci, Ehrenbruder. Eben. Okay, es sieht aus, als würden wir Gulasch kochen, hä? Genau, ja. Also in verschiedenen Sprachen. Aber wer ist jetzt im Vorteil, du hast das Abo gefragt? Ja. Also, schnell ist es einfach hier. Also, der Gewinner... Der bekommt das Abo. Natürlich, oder? Ja, der Gewinner bekommt Das das ist ja Abo. easy und mit Übersetzen und so. Digga, Ich bin der Gewinner. Warum? Leider haben wir noch nicht in unsere... warum muss er das immer abspeeden? Ich komme nicht raus. Ich habe auch nie verstanden, wieso wo das Schere-Papier irgendwie
Habe ich nicht verstanden. Also, Ja, weil Swisscom, liebe Grüße an Swisscom, falls Sie das Video schauen, sie haben jugendlichere Schnitte wollen. Und anstatt dass sie uns haben gesagt, wir sollen das Video schneiden, ja, haben sie es am Sven gegeben. Aber wenn wir das nächste Mal auf eine Reise gehen durch ganz Europa, dann könnten wir so schneiden. Auf ganz entspannt. Beste Standbild, ja klar. Wir beide fresh. In die Wohnung rein können, aber wir haben das Gepäckfang unten her tun. Ich habe jetzt aber hier das Rezept schon mal in der Hand. Und das heisst, ich werde als erstes mal einkaufen, weil kochen können wir ja sowieso nicht gleichzeitig. Und sonst kannst du dann abschauen, wie man es richtig macht. Und ihr wollt ja sowieso noch etwas anschauen, hat er gesagt. Ich muss einfach in die Richtung wieder. Tschüss zusammen. Ja, ciao. Ja, und wir gehen jetzt noch ein bisschen Stadt besuchen. Was? ich weiß aber nicht, wie authentisch wollen wir jetzt sein? Also ich kann da schon wieder etwas sagen, was nicht ganz real ist. Ja, hey, weißt du was? Also es geht ja eigentlich darum, nicht darum, hier tun wir nichts Negatives über das Abo sagen, sondern mehr über die Art und Weise, wie es hier gemacht ist, oder? Und wir sagen sowieso nichts Negatives über das Abo, um das, was es ja eigentlich gegangen ist. Von dem her. Ja, und ich habe das Abo übrigens immer noch. Ja, moin. Was haben wir jetzt gesagt? Wir haben das Gepäck unten her tun, irgendwie als Adressrezeption oder so etwas. Also, wir sind schon beim Airbnb drin gewesen, oder? Tatsächlich. Oder ich weiß es gar nicht. Ja, doch, wir waren schon drin gewesen. Und das, was jetzt später noch wird kommen für einen Maelo als «Oh, was für eine Überraschung!» ist gar nicht so eine Überraschung gewesen, weil wir es schon gesehen haben, als wir ins Airbnb reinkommen. Aber eben das Ding ist halt, wie ich das ein bisschen so müssen modeln, weil sonst hätte es wie gar keinen Sinn gegeben, wie wir es machen. Also ja, keine Ahnung. Ihr seht ja, was wir meinen, wieso, aber ja, es hat Milo und mir ein bisschen wehgetan, weil es schon das zweite Video in Folge war, wo wir etwas haben müssen faken. Und ich sage es mal so, ja, es war schon schade gewesen, dass wir nicht den direkten Draht hätten zu der Swisscom. Wenn ich oder Marc den direkten Draht hätte gehabt zu der Swisscom, hätten wir das Zeug auch direkt ihnen können sagen, was geht und was nicht geht. Das war ein bisschen schade gewesen, haben wir nicht den ganz direkten Draht gehabt zu der Swisscom, sondern noch über die Agentur. Die muss man sich einfach einziehen, also das ist wirklich sensationell. Also das sieht einfach geil aus. Also Budapest finde ich wirklich schön und ich bin auch in 4-5 Monaten davor mit meiner Freundin in Budapest gewesen. Also ich habe die Stadt wie meine Hosentasche kennt, oder? Ja. Mittlerweile sind wir zu fertig mit unserer Sightseeing-Tour. Ja, ich will einfach noch nice, was soll ich sagen? Hä? Oh nein. Marcel, damit hast du nicht gerechnet, oder? Gulasch-Rezept gerade hier. Komm, ich mache jetzt schnell ein Foto hier. Was, du machst jetzt das Rezept? Ja. So, mach schnell das Foto. Zack. Jetzt nehmen wir einfach das Handy mit und machen das Rezept so. Ich meine, der Marc hat ja so ein bisschen beschissen, zu Venedig. Also, so schlimm wird das auch nicht sein, oder? So, ich hoffe, man hört mich gut, weil... Ja, okay. Also das, was dort an dieser Tafel, an dieser Wand ist geschrieben war, das Gulasch-Rezept, das war wirklich dort, wo wir sie reinkommen. Das haben wir wirklich nicht gewusst. Also, wo wir sie in das Airbnb kommen. Aber eben, es war eine sehr grosse Überraschung, wenn wir jetzt Airbnb drin sind und dort ein grosses Gulasch ist gestanden, das Gulasch-Rezept. Und Swisscom hat das natürlich auch nicht gewusst, die Agentur hat das auch nicht gewusst, das hat niemand gewusst, darum müssen wir gut müssen lachen. Und ich habe das fast wie Welle einbauen ins Video, weil wir nicht alles wegnehmen. Ich bin hier im Schermen, weil es hat vorhin Uhren geschifft und die anderen beiden, die haben ein bisschen Pech gehabt, die sind da irgendwie in der Stadt. Hat wahrscheinlich nicht so gut geklappt im Regen. Ja, hier in dieser Zeit, also ja, übrigens, ist überdacht hier, mal einfach alle Zutaten in meinen Übersetzer geschmissen, damit ich jetzt schön kann einkaufen kann. Wir laufen jetzt hier ein bisschen einfach durch die Gassen durch. Ich habe ja kein Internet jetzt, also ich kann gar nicht nachgucken, wo was ist. Meine Damen und Herren, wir haben etwas gefunden. Wir haben hier endlich einen Laden gefunden und dort kann jetzt sogar die Frisur 10 von 10 in dem Video. Ja, bei mir aber auch. Die ganze Zeit, also wirklich, das war's komplett. Das ist die Zutat, die wir das Gulasch holen. Hier da. Die sieht gut aus. Weißt du, das Problem in so einem Laden zum Zeug finden ist halt ein bisschen, dass alles nicht auf Deutsch angeschrieben ist. Dank dem In-One Mobile Go kann ich natürlich alles übersetzen, was ich will, aber es ist auch gleich mühsam, dass alles angeschrieben ist auf
Ungarisch. Oh, hört ihr die Sirene? Ich glaube, die bedeutet, dass ich hier das richtige Fleisch gefunden habe. Ohne Witz. Ich suche jetzt hier, ohne übertrieben, wirklich schon eine Viertelstunde Zwiebeln. Tomatenmark muss ich suchen. Weißt du, ich stehe hier beim Öl, oder? Es hat hier sogar noch das extra Virgin Öl. Olivenöl, Olivenöl, Olivenöl. Ich habe noch den funny Meme gemacht mit extra Virgin. Ja. Olivenöl, Sonnenblumenöl. Hat's nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Pizza-Creme Tomatenmark ist. Ja, ich glaube, ich habe Sonnenblumenöl gefunden. Endlich. Es ist einfach auf der komplett anderen Seite vom Laden. So, ich habe jetzt fertig eingekauft. Ich habe so lange gebraucht. Das ist unglaublich. Ich habe nichts gefunden. Wenn ich mich nicht täusche, müsste jetzt das hier die Wohnung sein eigentlich. Ist jemand daheim? Ja, wieso? Hallo? Hä? Wieso hat er das hergestellt? So einen schlechten Actor gesehen, wirklich. Hä? Wieso hat er das dort hergeschrieben? Oh Mann, Alter. Also wirklich, wir sind beide 10 von 10. Acting 10 von 10. Oscar geht an uns. Ich habe einfach wirklich schon einen roten Kopf wie der Adi, wenn ich das sehe. Holy shit. Was ist eigentlich hier gestanden, oder was? Ja, genau, ja. Gönnig, aber ja, bringt ja nichts. Wir haben ja unser Rezept. Ja. Schere, Papier, wer anfängt mit Kochen? Mach ja. Also. Machen wir nochmal jetzt, komm. Schon wieder? Hey. Also, was ist jetzt? Du darfst nicht Da suchen. bin ich wirklich sauer vom Sven, dass der die ganze Zeit das schnelle Effekt reingebaut hat. Würde ich sagen. Du fängst an? Ja, ich fange an, ja. Und damit herzlich willkommen hier zu Milo's Kitchen. Ich würde sagen, wir machen jetzt den schönen Gulasch, währenddessen könnt ihr wunderbare Bilder mitverfolgen, wie wir das machen. Let's go! Oh! Oh. Oh. Aha! Profi! Oh Mann! Das Messer, ey! Das Messer ist wirklich der allerletzte Rotz-Scheissdreck. Das Messer zum Kotzen, Alter. Kitschwitch auf Wish bestellen. Hey, hallo, hast du mich verarscht oder was? Also das gibt wirklich überhaupt nicht das Messer. Aber immerhin ein gutes Fleisch. Also hoffentlich zumindest. Weil das haben wir bei einem ungarischen Metzger bekommen, das Fleisch. Das hat er gesagt, das sei das Fleisch, das man braucht für das Gulasch. Aha, schmeckt. Ja, so ein gutes Gulasch, das braucht halt seine Zeit. Ich lasse das jetzt wahrscheinlich noch mal so 3/4 Stunde oder so nach köcheln und dann ist es wirklich der Geschmack. Also wir machen es jetzt so, dass jeder probiert jedes Essen, sogar der Sven probiert mit. Tote Blick so. Das interessiert mich wirklich überhaupt gar nicht. Alter. Essen und der Sven probiert auch im Markt essen. Alle probieren halt alles, aber der, der sein eigenes Essen probiert, dem ist ein Volt zählt nur halb. Ja. Das richtig? Das war tipptopp. Ey, das sieht gut aus. Hey, aber das ist schon... Ja, wir sehen jetzt, wie es war. Ich würde sagen, der Koch probiert Der Koch- zuerst. der Koch Gibt mal kann seine an. ehrliche Bewertung von 1 bis 10. Ey, das ist nur gut. Ich gebe dem von mir aus eine Sache. Was? Wow. Ey, ich gönne einen guten. Hoffe, schmeckt euch. Ja, also. 3, 2, 1. Was hast du denn? Oh! Oh, ein 9! Na gut, ja, 8 gegeben. Ja. Ja. Wow. Nein, ist wirklich stark. Hey, super, hey! Ist wirklich stark. Unglaublich Ich überrascht. fühle mich wirklich so geehrt. Ich habe es nicht erwartet. Ja, jetzt bin ich dran. Also, was ich noch dazu muss sagen, der Sven ist im Fall extra für das Video hat er seinen Veganismus gebrochen. Stimmt! Ja, Alter! Er hat uns gesagt, ja, hey, ich bin Veganer und so, die ganze Reise haben wir ein bisschen über das diskutiert. Und dann hat dem Abend sagen, ja, ey, du kannst doch nicht von dem probieren. Und er sagt, ey, ist doch kein Problem, ich probiere doch fürs Video und so, probiert das. What the fuck, hat er gedacht, ey, Scheiße, der muss doch jetzt nicht probieren. Und dann hat er einfach dann unser Gulasch probiert, das Fleisch probiert und alles gegessen. Was für ein Typ, er ist einfach Veganer. Es ist wirklich...
Digga, das habe ich verdammt vergessen. Er ist Veganer, hat einfach das Gulasch gegessen für das Video. What the fuck? Das nenne ich mal Dedication. Ja, wirklich, hey. Ich habe mich aber auch dann wirklich eigentlich ein bisschen schlecht gefühlt, dass er das hat gegessen hat. Es wird natürlich schwierig, jetzt den Milo zu schlagen, weil das ist ein exzellentes Gulasch war. Aber ihr wisst es ja, zum Glück bin ich der Sohn von René Schudel, oder? Jetzt kommen wir zum Paar an Zwiebeln schneiden. Aber ich weiß leider nicht, wie man Zwiebeln richtig schneidet. Darum, wir machen es einfach irgendwie. Ja, Genau so geht es. Nein. Der Scheiß schneidet ja gar nicht. Das ist ein guter Tropfen. Also wie du die Zwiebeln geschnitten hast, wirklich auch eine Beleidigung an jeden Koch. Ja. Aber weißt du, wenn zum Beispiel ein guter Tropfen Wein ist ja mehr, oder? Hey, Gulasch kochen. Ich weiß nicht, was der Milo gemacht hat. Hat viel weniger lang gebraucht, oder? Oh nein, jetzt kommt noch das. Oh ja, nein. Unbedingt zu Zürich vorbeikommen. Ja. Kannst du? Ich sehe dich, wie du nicht telefonierst. Unbedingt. Freitag, der Overall Challenge. Ey, leg etwas Rotes an, komm unbedingt. Oh. Jetzt kommt das, was das Ganze ausmacht. Hat die Essenz, ihr wisst es, Pizza. Aus Viewer haben wir aber auch nicht gecheckt, was das jetzt erzählt, oder? Nein, das hat man gar nicht gecheckt. Das ist richtig scheiße, jetzt mal Real Talk. Die Overall Challenge ist glaube wirklich vor der ganzen Reise das Unnötigste gewesen. Leider schon, ja. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, die Overall Challenge war ja folgendermaßen, dass wir unsere Fans hier müssen mobilisieren, für das sie am Zürich Hauptbahnhof, wenn der Reise fertig ist, herkommen mit einem bestimmten T-Shirt. Aber schon nur, wir haben die gleichen Fans und wir haben so wenig Fans, dass da überhaupt das Gefühl niemand herkommt. Oh, ja, keine Ahnung, also das ist schon komisch. Ja, und nachher hätten wir irgendwie sollen in verschiedenen Videos überbringen, wie wir unsere Fans mobilisieren. Und wie tust du deine Fans mobilisieren? Du machst einfach einen Post auf Social Media, sagst, kommen dann dorthin, fertig. Da tust du nicht irgendwie, es ist noch etwas. Also, Ja, ist schon so, Das ist ein bisschen schade gewesen, aber das ist auch mehr der Tatsache geschuldet, dass wir gar nicht so Kontakt haben zu der Swisscom. Auf niedriger Stufe für weitere 30 Minuten kochen lassen. Müssen wir nochmal eine halbe Stunde warten. Oh Mann, es läuft alles schief. Jetzt ist das Gulasch noch angesessen unten. Jetzt haben sie Schiss, dass es nicht irgendwie verbrannt schmeckt. Ja, aber es wäre nicht so schlimm, wir hätten nur 6 Stunden müssen warten, bis wir es essen können. Also es nimmt langsam Form an. Also wenn man da nicht Appetit bekommt, dann weiß ich auch nicht, was falsch läuft. Ja, und mittlerweile ist es so ungefähr 11 in der Nacht. Es ist wirklich... Hey, wann habe ich angefangen mit dem? Alle richtigen Köche da draussen werden es wissen, für Gulasch braucht man einfach auch gut und gerne mal 6 Stunden. Oh! Das hat sich gelohnt. Schon? Also ich würde mir selber ein 9 geben. 9! Schon? Wow! 3, 2. Die einzigen Wörter, die eigentlich das Sven in diesem Video gesehen hat, ist wow. Ja komm, mit dem kann ich leben. Ja, dann hat der Milo gewonnen. Also ich kann damit leben, ich muss sagen, die Gulasch ist wirklich sehr geil. Ja, aber wahrscheinlich hast du das nicht so gerne wegen Pepperoni, oder nicht? Ich habe es ja gerne gehabt, oder eine 8. Ja, wieso? Eigentlich habe ich glaube auch wirklich alles richtig gemacht, genauso wie es auf dem Rezept ist gestanden. Marcel. Aber wo geht's jetzt weiter? Learn to dance. Oh Mann, Prag war auch eine Destination. Uff. Aber meine Damen und Herren, das seht ihr in der nächsten Folge von Wir reagieren auf die Swisscom Takeover oder so. Checkt doch noch den Marc aus, er ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Er macht Videos. Es ist nicht so, als ob er keine Videos macht. Lasst ein Like da, abonniert den Zweigkanal, den besten Zweigkanal. Wie viel sind die 5000 Abonnenten haben? genau. Peace.